Langlauf, Halbmarathon ohne Training vom Juli von 2 am Morgen. Er sieht aus wie eine vogelartige Kreatur. Nicht schön, einfach wie eine vogelartige Kreatur. Jalla, Abfahrt. Das ist der Julian. Der Julian ist eigentlich eine sehr sportliche Person gewesen. Dazu kommt die nicht gerade gesündeste Ernährung und schon kann es passieren, dass man mal ein paar Kilo zu viel auf der Hüfte hat. Wir haben vor 2 Jahren schon mal versucht zu intervenieren, leider aber ohne Erfolg. Und weil er in den letzten Jahren noch mal recht zugelegt hat, haben wir dem Ganzen nicht mehr länger zuschauen. Damit er einen Ansporn hat, dass er wieder fit wird, haben wir ihn beim grössten winterlichen Ausdauerwettkampf der Alpen angemeldet, beim Engadiner Ski-Halbmarathon. Jedes Jahr machen dort über 14'000 Leute mit. Über 3 Seen geht es 21 Kilometer quer durchs Oberengadin. Dieser Lauf soll ihm helfen, endlich seinen inneren Schweinehund zu überwinden. Das einzige Problem, er weiss noch von nichts. Der Jul, ich würde sagen, er kommt 2 Kilometer weit. Mit seiner Wampe, die er vorhin gezeigt hat, 2 Kilometer. Wer wettet mehr? Er macht nicht mehr. Zeit darum, ihm das beizubringen. Jul. Du machst einen Marathon. Jul, es ist kein Marathon. Es ist ein Halbmarathon. Ja, okay, das macht es jetzt auch nicht mehr feiss. Ja, aber es ist doch nur da oben. Ist das jetzt wirklich wieder so ein Ding? Also ja, es ist ein Langlauf-Halbmarathon. Das passiert, wenn man so eine Comedy-Show macht und man einfach nicht fit ist. Jul, du musst fit bleiben und nicht einfach nur gegen Business und komische Machenschaften machen im Hintergrund, sondern Sport. Ja. Aber nicht auf den Ski, bitte nicht auf den Ski. Nein, einen Langlauf kannst du auf dem Schlitten machen. Nein, nicht. Ich hasse Langlauf. Hast du schon mal gemacht? Nein, ich habe das nie gemacht. Aber ich stelle mir das nur schon vor. So ein Scheiß, Mann. Also, was muss ich machen? Ihr wisst, alles in eurem Leben ist meins. Da oben geht's ab. Wenn ihr da oben die Einstellung habt, ja, ich pack's, dann könnt ihr alles schaffen. Und so geht's mir jetzt auch. Los geht's! Aber der Jul von diesen drei wäre noch der Erste, der so aus Instagram-Millionär überkommt. So eine Webseite, so eine komische Webseite hat wo er so sieht, ich bin reich. Das wäre der Jul von diesen drei. Weil Motivation allein aber nicht langt, sind wir mit dem Jul einen Sporttest machen, damit wir wissen, wie parat er ist und ob gerade mal 3 Wochen reichen, um ihn noch irgendwie einigermaßen fit zu bekommen. Das Gewicht, Körperfett und alle anderen Faktoren von seinem Körper sind analysiert worden. Und im Leistungstest ist er als absolute Limit gebracht worden. Das Fazit nach dem Test: Der Julian ist nicht nur im Kopf ein alter Mann. Die Fettmasse ist jetzt zu hoch aktuell. Der Bauchumfang, den haben wir gemessen. Der ist zu hoch, zu groß. Laufbahntest, oder? Das ist für einen Mann in deinem Alter unterdurchschnittlich. Du trittst nicht mit einer guten Grundlage und Ausdauer an. Ja, ein Steigungspotenzial, was bis 8. März aber nicht mehr zu realisieren ist. Der Doktor komplett hat einen Hops genommen. Challenge accepted. Der Jul hat sich nicht unterkriegen lassen. Er ist selber joggen und hat sogar gesundes Essen für sich entdeckt. Aber das nützt alles auch nichts, wenn man das Wichtigste nicht kann: Langlaufen. Darum haben wir ihn als Trainerin eine absolute Profifrau organisiert, die Lena Hecki. Sie gehört zu den besten Biathletinnen auf der Welt. Und sie ist am Jul seine letzte Hoffnung, dass er das Unmögliche Oha. vielleicht irgendwie doch noch schafft. Das heisst, wir gehen immer vom einen Fuß aufeinander. Und das kannst du jetzt gerade mal einfach so ein bisschen üben, um das Hin- und Herpendeln so ein bisschen üben. Und dann tun wir eigentlich immer so ein bisschen abstoßen mit dabei. Das Wichtigste ist eigentlich immer, dass man den Ski immer wieder schön unter den Körper bringt. Es geht vorwärts und Vorlauf! Immerhin. Wie war das mit der Zieligkeit, Jon? Ich bin noch nicht gekehrt. Klimawärme geht in a nutshell. Also nur so ein kleiner Abschnitt Schnee. Der Rest einfach nicht. Ja moin. Und Langlöfeln muss ich auch sagen, das ist überhaupt nicht mies. Überhaupt nicht mies. Ich habe mal kurz Langlauf probiert. Ey, ich bin so am Arsch danach. Also es war wirklich nichts von mir. Nein. Und er stürzt! Oh nein! Wie ganz genau? Voll da!
Lena, ganz ehrlich, wie gut kann ich es? Ja, jetzt in diesem Stadion wird es schwierig, sage ich. Aber Aber was ist ja schwierig für was, dass ich überhaupt ins Ziel komme? ja. Eben, wie gesagt, mental bin ich hure stark, ich bin parat, mein Körper ist ready. Aber ja, du, ich gebe nicht auf. Ich Porsche Panamera, Jungs! In nur einer Woche, Jungs! tue jetzt jedes Mal vor dem Schlafen, wenn ich mir das in mich hinein verankere, dann klappt das schon. Nein, eigentlich habe ich gar keinen Bock. Nein, also, ganz ehrlich, ich habe eigentlich wirklich keinen Bock, weil es ist mir wie zu lang. Es ist mir wirklich einfach zu lang. Mangelnde Technik, keine Kondition. Vielleicht haben wir da einfach auch ein bisschen zu viel wollen. Das hat auch der Langlaufgott nicht mehr mit anschauen und der Welt den Coronavirus geschickt. Das war die Erlösung für den Julian. Nein, Jul! Wir hatten gerade Dreh, wir haben eine Nachricht bekommen und dachten, nein. Ja, wirklich. Jetzt kannst du wieder fett werden. Ja, oder eben gerade. Oder eben nicht. Oder eben nicht, Jul. Was? Es hätten 14'000 Leute teilgenommen an diesem Marathon. Weißt du, wie viel sind es am 8. März? Öpper. Und der Öpper heisst Julian Graf. Ja. Doch. Der Coronavirus kann dir nichts antun. Yes, er macht ihn trotzdem. Das muss ich jetzt sehen. 2 Kilometer ist meine Schätzung. Nein, das macht jetzt null Sinn. Also nein, ich muss nicht. Wir haben schon das ganze Programm, Jul. Wir haben schon das ganze Programm. Du darfst den Skimarathon machen. Okay. Ciao. Danke, Jul. Ciao, ciao. Sieht schon fit aus, oder? Wie so ein Familienvater, oder? Auf einer Skala von 1 bis Familienvater. Wie sehr ist er Familienvater? Ich würde sagen, er ist wirklich ein ganz heftiger Familienvater. Sogar einfach auch mit der Jacke, mit dem Chile, mit der Brille, so auf Malle Jungs. Hat er das bekommen und so, wenn er mit seinen Kollegen mal ein paar Tage hat von der Familie weggekommen und auf Malle ist gegangen und dann von einem afrikanischen Genossen so eine Brille gekauft hat. Ja. Ganz ehrlich, ich bin ein bisschen wackelig auf der Ski. Aber wie gesagt, bin ich eigentlich voll fokussiert. Ich kann gar nicht zu viel reden, jetzt ganz ehrlich. Ist gut, ich starte einfach, ist gut. Jul! Jul! Wart! Meinst du, wir lassen dich einfach so gehen? Wir haben da noch etwas. Du bist so ein Vollpfosten. Hey! Ja, schau, es hat keinen offiziellen Start. Und dann haben wir einen gemacht für dich. Ja, das machst du jetzt richtig. Und nochmal etwas ganz Kleines. Der Engadiner Skimarathon ist ja abgesagt worden wegen etwas Bestimmtem. Und wir wollen nicht, dass du dich da ansteckst. Die Sicherheit geht vor, auch bei uns bei SRF. Darum fahrst du die Strecke. Fahrst du die Strecke mit einem Mundschutz. Wir wollen nicht, dass du dich ansteckst. Du bist so ein Idiot. Wir wollen nicht, dass du dich ansteckst. Voilà. Es geht um die Sicherheit von euch und von ihm. Ja, und jetzt hast du noch etwas. Jetzt habe ich nur noch ganz viel Glückwünsche und toi toi toi. Ja! Danke, Alter, gang später. Das ist wie wenn dein Kind erwachsen wird und alleine in die Welt rausgeht. Aber genauso wie bei einem Kind vertraut man dem noch nicht so. Darum haben wir noch seinen Live-Standort hier bei uns auf dem Handy, damit wir auch sehen, dass er nicht auf den Bus geht irgendwo und in St. Moritz auftaucht plötzlich. Also er macht die Strecke. Ich habe gesagt, schau, der erste Kilometer wird wahrscheinlich noch easy. Aber nachher, dann sind ihr nicht mehr da. Da bin ich einfach allein auf dem Skisee am fahren. Ja. Dass das überhaupt auf dem See fahren kann, es sieht nicht so kalt aus. Er bricht in den See ein. Ja moin, wahrscheinlich Plot-Twist, oder? Jeder verdient mal sein Brot. Achtung, Sicherheitsabstand um mich herum. Also gut laufen, ja? Ja, ciao. Und da haben wir ihn ziehen. Ganz allein auf sich gestellt, hat er die folgenden 21 Kilometer bewältigen.
Also ich bin jetzt auf dem See, irgendwo im Nirgendwo. Und ja, es ist okay, aber ich sehe den Sinn gar nicht. Es kommt mir so vor, als würde ich einfach Herdöpfel schälen. Einfach so, mach's. Ramin. Und Robin, ich kannst auch los. Komm. Fuck you. Ist dort vorne ein Zwischenstopp? Ich bin jetzt gleich 5 Kilometer gewesen. Gut, wir haben den Jul natürlich nicht ganz im Stich gelassen. Wie es sich für einen richtigen Engadiner gehört, haben wir ihn mit Trinken und Riegel versorgt. Aber Sicherheit auf der Loipe haben wir natürlich müssen gewährleisten. Ich habe gemerkt, er hat die Maske nicht mehr an. Darum habe ich noch mal eine. Und... Go, 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 go! Nein, nein. Warum? Er ist aber schon weitergekommen, als er gedacht hat. Er ist viel weitergekommen, als er gedacht hätte. Also schon mal Props gehen raus an dich, Jul. Weitergegangen ist es über den zweiten See zum zweiten Checkpoint. Meine Arme spüre ich nicht mehr. Arm? Ja, jetzt ist es voll in die Arme. Ah ja? Gut. Du schaffst das. Noch 8 Kilometer steht. Ah, das ist wirklich Pain. Aber am meisten Pain habe ich im Rücken. Das ist wirklich, ich hoffe, es sind Schmerzmittel dabei. Aber ich gebe nicht auf, Solange es nur der Rücken ist und der Arm und die Beine, gebe ich nicht auf. Hat er das aber wirklich durchgezogen? Ja, ich weiß nicht. Ja, sicher. So, komm. Letzter Abschnitt. Stell dir vor, wie du dort im Ziel nachher ankommst und einfach kannst am Boden liegen und dann gehen wir richtig fett essen. Okay, ich komm mit dir mit. Komm on, Jul, komm on! Komm on! Halbmarathon im Skilanglauf! Engadiner, Mann, komm on! Alright, der Jul ist jetzt unterwegs auf der letzten Strecke von diesen 4. Die geht 6. Da ist er, der Coronavirus. Ne, 2 am Morgen. Was die ist, machen die ganze Zeit. Also was komplett. Kilometer. Und er war easy motiviert. Aber was er nicht weiss ist, Dass jetzt der strengste, der steilste Part kommt. Und es ist nochmal 6 Kilometer. Wende mich verarschen. Oh. Wieso geht es drauf? Schon wieder. Ich mache gerade Platz für die Schnellen. Oh, ich dachte, ich muss für die Schnellen Platz machen. Ah, Entschuldigung. Ah, meine Arme, ich spüre nichts. Und jetzt am Schluss von dem Halbmarathon, jetzt einfach nur noch drauf. Einfach nur noch drauf. Drücken wir 5. That's the spirit. Wie lange hat er noch? Also wie viele Kilometer sind das noch? 3? 4? Sein Standort hat sich über 10 Minuten lang nicht mehr bewegt und wir haben die Hoffnung, dass er es irgendwie noch schafft, langsam anfangen aufzugeben. Wer macht das freiwillig? Wer macht das gern? Austauschsport bin ich aber auch nicht so Fan. Also ich kenne auch nicht so viele Leute, die Austauschsport wirklich aktiv und gerne machen. Also doch, ich kenne Leute, aber ich bin einfach nicht einer davon, die das so gerne. Lieber Ballsportarten. Mua. Viele Leute sagen, wir machen nur Scheiß und so. Und das mit unseren Gebühren. Ich mache es nur für euch. Nicht für den Rami. Ich mache das nicht für den Robin. Und ich mache es nicht mal für mich. Nur für euch. 1 Kilometer. Come on, push it. Push it. 1 Kilometer. Eine. Da tue ich da mit dem Motivationscoach Jul der Tür mit Ich bin reich.
Nach knappen 5 Stunden ist das Unmögliche doch noch passiert. Das Wunder vom Engadin. Komm mal, Jungs! Du bist der Geilste, Mann! Ist das denn der Blutwahnsinn? Der Viertel Blut und 4 Dune! 4 Dune! 4 Dune! Ja! Oh, dein fucking Halbmarathon! Social Distancing at its finest, Kapi. Ich mach für dich. Du bist einfach ein Gangster, Mann. Oh, geiles Sieg, Mann. Da, der Moment gehört dir. Wir lassen dich schnell. Es gibt einfach einen Applaus von weitem. Und weißt du was? Dem kannst du jetzt Tschüss sagen. Wo ist er? Wo ist er? Ist er auf der Strecke hängen geblieben? Wo ist der Bauch? Hä? Der ist weg! Der ist weg, Mann! Ja, aber sie sind nicht mehr fressen noch. Sie sind nicht noch etwas fressen danach. Was hat es zu essen gegeben? Das ist die wichtigste Frage eigentlich. 2 am Morgen. Was hat er gegessen, Jungs? Heiland Donner nochmal. Ja, genau, ja. So. One is the loneliest number that you'll ever